Ich habe hier schon mal Hähnchen und Zwiebeln vorgeschnitten. Dazu gebe ich jetzt Pfeffer, Salz. Das kommt einmal beiseite. Ich habe hier schon mal vorab einen Teig vorgeknetet. Und das teile ich mir jetzt in 4 Stücke. Und ich versuche das ein bisschen so mit der Hand zu ziehen, ohne weiteres Öl. Aber dadurch, dass ich heute eher Polla-Ganna Pitta mache, also geschichtete Pitta, sollte der Teig auch nicht zu dünn sein. Und jetzt schneide ich mir das einmal so in Stücke. Ich habe schon mal ein Blech genommen und verteile darin etwas Öl. So im Blech, aber locker. Und lasse das so faltig. Dann verteile ich da drauf etwas von der Füllung. Und dann habe ich hier nochmal so eine Butter-Schmand-Mischung mit etwas Salz. Verteile ich auch drauf. Wenn ihr habt, Kaimak mit Öl vermischen, ist auch lecker. So einer Pitta würde ich euch empfehlen, zwischendurch die Schichten zu backen. Nochmal hier von der Füllung. Das mache ich jetzt hier mit rein, sodass das Fleisch ein bisschen durch ist, sage ich mal. So, sind auch so manchmal so ein paar Zwischensteps hier. Das kommt nochmal in den Ofen. Und jetzt nehmen wir nur noch die letzten und verteilen die einmal so. Zu guter Letzt geben wir hier noch etwas Öl drüber für die letzte Schicht. Ihr könnt auch hier, wenn ihr mögt, Butter lieber drüber geben. Das ist egal. Wenn das Ganze fertig ist, das gebe ich jetzt aber nochmal auf den Boden, so wie ich das immer mache. 10 Minuten. Und das kommt jetzt einmal in die Mitte. Gebe ich hier einfach wieder normales Wasser drüber. Und das decken wir immer ab.